Ende November, wenn sich die Touristen in Südtirol für kurze Zeit rar machen, wird es in Bad Egart, am Rande der Gemeinde Patschins, weihnachtlich. Mariantl Platinow schmückt den Garten. 3 Generationen von Frauen, Mutter, Tochter und Enkelin, betreiben das Restaurant Onkel Ta. Die Schokoherzle müssen wir noch machen. Ja, und Marmelade, was hast du gedacht? Ich würde sagen, vielleicht Erdbeer. Erdbeer, ein bisschen was Rotes. Ja. Erdbeer oder Zwetschge. Ja, für ein Herzl würde es auch besser passen. Ja, auf alle Fälle. Ich durfte schon bei meiner Großmutter helfen. Und dann habe ich eigentlich immer schon Plätzl gebacken. Und ich habe mich dann logisch spezialisiert, weil ich will dann, also unter 15 Sorten ist eigentlich nie nichts. Da komme ich nicht drum rum, weil das gehört zu Weihnachten für mich. Mit 14, 15 habe ich dann meine Sorten schon, meine Favoriten gehabt. Ich habe immer jedes Jahr neue Favoriten. Aber die Kaffee, die habe ich so gern. Die sind geschmacklich auch, die Schokolade, was da drinnen ist. Aber was ich auch, die Kürbis ist ja auch wirklich sehr gerne. Ich mache jedes Jahr neue Favoriten, was wir haben. Aber die besten eigentlich sind schon alle von mir aus gesehen. Die Vanillegipfel. Die Vanille. Ja, gedacht, ja, das sind meine Favoriten. Ja, ist auch klassisch. Ja. Ja, die Spitzbuben sind schon auch. Ja, aber die mit Mohn und Birnenmarmelade. Weil ich halt so Variation, etwas mehr probieren. Hat dich die Leidenschaft des Plätzchenbackens auch schon angesteckt? Ja, für mich ist es ja eigentlich so, dass ich in einer Küche auch mit aufgewachsen bin. Ich war eigentlich immer bei alles schon dabei. Und durch den, dass es mir auch geschmeckt hat, habe ich auch immer schon mitprobiert, auch selber auch. Logisch sind sie bei mir noch ein bisschen größer geworden am Anfang. Kaffeekipferl und Kürbiskipferl kommen zusammen für etwa 10 Minuten in den Ofen. Danach werden sie in Kuvertüre getaucht. Mit dem nussigen Aroma der Kürbiskerne harmoniert die dunkle Schokolade. Weiße Kuvertüre rundet den Geschmack der Kaffeekipferl ab. Zur Krönung setzt Juliane noch auf jedes eine Schokoladenbohne. Auf solche Feinheiten legen die 3 Frauen Wert, auch wenn sie sich in ihren Ansichten und Ideen manchmal unterscheiden. Jeanette macht die Küche, da haben wir nichts zu suchen, das ist ihre Abteilung. Und Juliane ist eigentlich überall, hilft mir im Service und hilft in der Küche. Und ich bin mehr im Service, und auch zu Dekorationen und halt zum Aufräumen halt. Aber wir ergänzen uns eigentlich sehr gut, da gibt es kein Problem. Das haben wir schon im Griff, wir Frauen. Okay, viele werden sich denken, ja, wie 3 Frauen und 3, das ist Zicken und so. Aber das ist bei uns eigentlich ganz normal, wie in jeder anderen Familie gibt es oft kleine Turbulenzen, wie in der Familie. Aber das ist eigentlich immer gleich vergessen. Und dann muss ich sagen, weil wir uns ja so kennen, wir eigentlich mit Blickkontakt wissen wir eigentlich schon, was der andere denkt, fühlt und was er braucht. Es ist ein harmonisches Arbeiten. Also wirklich, jeder hilft dem anderen. Und ich finde es ein schönes Arbeiten so miteinander. Bei uns ist auch die Leidenschaft, wir machen es alle gerne. Und ich esse auch sehr gerne. Dann ist natürlich auch das Zusammenspiel perfekt. Machen wir so, gebe ich einen rüber. Und wer ist da strenger, Mutter oder Tochter? Jetzt mit der Perfektion? Ja, da glaube ich, bin ich ein bisschen die Pingelige. Vielleicht bin ich vielleicht oft nicht leicht, gebe ich zu. Aber das ist halt, sonst finde ich meinen Frieden nicht. Und Weihnachtskekse sollen was Besonderes sein.
das Auge isst mit und das ist jetzt die Vollendung. Da sind sie perfekt für mich und nur so bin ich zufrieden. Ja. Oberhalb von Patschins liegt der Oberbrunnhof. Der alte Hof ist gut 700 Jahre alt. Von hier aus hat man einen freien Blick auf den kleinen Ort. In der Backstube hinterm Haus wird der Bauer zum Bäcker. Was ist das für ein Brot? Das ist das Fenchkerbauer. Das ist ein reines Roggenbrot. Da sind Gewürze drinnen auch wie Anis, Kümmel, Brotklee und Fenkelsamen. Manuel Leimer backt zusammen mit seinem Onkel Hans. Also dann seid ihr ein gutes Männerteam. Ja, sozusagen, ja. Da wird nicht viel gesprochen. Jeder weiß, was zu tun hat. Noch fertig. Und weiter geht's. Weiter. Wie oft habt ihr Backtag? Jeden Samstag, das ganze Jahr. In der Küche bereitet Caroline Leimer Teig für Krapfen zu. Ihr ältester Leo und seine kleine Schwester Leni hoffen, dass etwas Teig übrig bleibt. Der jüngste, Michel, hält noch Mittagsschlaf. Ihre gefüllten Krapfen und das Brot verkauft Caroline auf Bestellung direkt am Hof oder unten im Ort. Ist das jetzt ein Weihnachtsgebäck? Ja, also die Krapfen, unsere Bauernkrapfen nennen wir die auch, die werden schon hauptsächlich zu Weihnachten gebacken. Und warum gab es das nur zu Weihnachten? Ja, weil es ist schon, sagen wir mal, eher ein Gebäck, was viel Zeit braucht und aufwendig ist, bis man den Krapfenteig gemacht hat. Der muss ja dann ruhen und so weiter und so fort. Und deswegen, die Mühe macht man sich vielleicht nur einmal im Jahr. Und dann ist auch was Besonderes am Weihnachten. Den Teigrest bekommt die Leni oder der Leo und die dürfen dann noch den Rest ausrollen, wenn die möchten. Beim Holzherd ist es immer ein bisschen schwierig, auch die Temperatur einzuschätzen, weil einmal heizt das Holz schnell und gut und einmal wieder weniger. Deswegen, das muss man schon so ein bisschen im Gefühl haben. Aber mittlerweile, wenn man ein bisschen Übung darin hat, läuft es ganz gut. Jetzt lässt man den noch etwas abkühlen, weil die Marmelade innen ja ganz heiß ist. Ein bisschen Staubzucker drauf und dann sind die bereit zum Essen. Für ein weiteres Gebäck, die Struzen, hat Caroline Feigen eingeweicht. Dazu kommen die Gewürze.